Ja, es ist jetzt kurz vor der Sommerferien. Die Kinder haben, wissen sicher, die Kinder sind schon hibbelig. Und ich persönlich bin auch schon hibbelig. Und zwar in 2 Wochen startet schon unser Sola. Wir haben gestern den letzten Jungski-Nachmittag gehabt und das mit einer Wasserschlacht gefeiert. Und jetzt, ja, wir möchten euch einfach mit reinnehmen, was bei uns so läuft. Und Gott ist schon mega Grosses am Tun in den Vorbereitungen. Und da möchten wir jetzt einfach euch mit reinnehmen in den Prozess. Der Pede und der Thomas dürfen zuerst kommen. Genau, der Pede vom Lagerbau. Der Thomas nimmt uns mit rein. Wir brauchen noch ein zweites Mic nachher, wenn die Technik noch eins vorbringen kann. Ich möchte etwas teilen mit euch. Und das ist ein super Bild dazu, der Eisberg. Spätestens seit der Titanic weiss die Menschheit, dass die relevante Masse unter dem Wasser ist und oft nicht sichtbar. Wir haben ein riesiges Projekt vor. Wir können das Bild wechseln. Und das ist das, was wir sehen. Wir bauen eine Arche als Gemeinde in Oberembrach, 40 Meter lang, 12 Meter breit, 10 Meter hoch, kostet rund 48'000 Franken. Das ist das, was oben sichtbar ist, das werden wir sehen, das geht auch schon gemunkelt. Aber jetzt, Paddy, die relevante Masse, einfach, es ist Gottes Plan, was wir da den Weg machen dürfen und möchten euch da ein Stück mitnehmen, weil es uns mega wichtig ist und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass ihr da wisst, was da abgegangen ist, dass ihr das Projekt mittragen könnt und da jetzt noch den Haken könnt einhängen könnt, um da dabei sein. Paddy, Monsterprojekt startet immer irgendwie mit einem Plan. Wie sind ihr da angegangen? Ja, eigentlich, wenn wir kurz zurückschauen, der Mann und ich sind im Kernlagerbauteam immer so ein bisschen in der Vorbereitung Anfangsjahr. Und wir überlegen uns, was machen wir, was bauen wir für ein Zelt, wie muss es aussehen, was haben wir für ein Thema. Und in dieses Jahr war eigentlich logisch, es ist das Thema Scharche nur. Wir können nicht einen 3-Mast Sarasani bauen oder etwas mit Blachen, es muss ein Schiff geben. Wie baust du ein Schiff? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe noch nie selber ein Schiff gebaut. Das Höchste, was ich mal gefahren bin, ist Pedalo oder ein Motorboot. Und gleich haben wir Erfahrungen gehabt mit Gerüsten, von Leuten aus der Gemeinde haben. Und haben gemerkt, jetzt müssen wir mal anfangen zu zeichnen. Wir haben angefangen zu zeichnen, wie du sagst. Erste Gedanken müssen wir mal auf Papier zeichnen. Ich habe gemerkt, ich komme schnell an den Anschlag, weil mir fehlt das Know-how. Mir fehlt das, was wirklich wichtig ist, um nachher eine Stückliste zu haben, um nachher wissen, wie viele Füße brauche ich, wie viele Nägel brauche ich, wie viel all die Details, oder, was es braucht am Schluss, um den Plan zu haben, um zu sagen, das ist das Material, wir bauen so etwas auf. Dann, wie bist du zu einem Planer gekommen? Also wie hast du denn da? Ja, es war eigentlich lustig. Ich habe gemerkt, mein CAD, das ist das Computerprogramm, das ist irgendwie limitiert und ist nicht gemacht für das. Und ich habe gewusst, es gibt Profis, die arbeiten mit dem. Und da wollte ich eigentlich eine Studentenlizenz bekommen, die ein bisschen länger braucht als 30 Tage. Und sonst läuft die einmal ab und dann kann man zeichnen. Ich bin eigentlich auch bewandert in dem. Da habe ich dem Typ geschrieben, von dieser Webseite, und ob ich dann nicht eine längere Lizenz könnte haben. Weil das Solo sage ich ein bisschen weiter weg. Jetzt muss man schauen, dass es vielleicht 2-mal oder 3-mal, 4-mal, 5-mal 30 Tage sind. Das wäre noch praktisch. Dann hat er gesagt, das gehe ich nicht. Ich dachte, ja, was geht nicht? Das ist nicht so cool, müssen wir etwas anderes bauen? Oder sieht es anders aus? Hat dann aber gesagt, es ist immer so ein Wechselspiel von «es geht nicht» oder «wir sind dabei», es gibt andere, größere Möglichkeiten. Er hat dann gesagt, ich soll doch mal erzählen, was es ist. Und er findet das so interessant, der macht das für uns. Ich dachte, nein, das gibt es nicht. Ein Profi arbeitet für uns. Ich dachte, ja, das kostet etwas, oder? Hast du den schon mal gesehen? Kennst du den? Weißt du? Keine Ahnung. Also, Keine Ahnung, was das für ein Typ wir ist. wissen nicht, wo der wohnt, wir wissen nicht, wo er ist. Wir haben einfach... Ich weiss einfach, dass er bei der Firma arbeitet. Von Leier, den ich eben angeschrieben habe. Und er hat sich bereit erklärt. Und das ist für mich ein Zeichen vom Himmel gewesen, dass ein Profi kommt und sagt, hey, ich mache für euch das gratis und franco. Und ich nehme mich raus in der Freizeit und ich zeichne so etwas auf. Und mache das als Profi. Dann ist alles dran, was es braucht. Das ist dem sein Daily Business. Und für mich war das Wunder 1, ein Step von Gott, wo er sagt, das machen wir.
Mega. Und dann, dann ist ja dann, glaube ich, losgegangen. Da haben wir noch eine Firma gebraucht. Und so im 2022 hört man etwa dieses Feld ein bisschen dort und da an Logistik. Wir sind, Ja, also wir haben gemerkt, Achtung, es passiert etwas. Der Mann und ich sind hergeguckt und haben mal durchgerechnet, ja, wenn wir jetzt beten für 140 Kinder und mal aufrechnen, dass jedes Kind vielleicht 2 Eltern hat und plus jemand kommt noch schauen, dann rechnen wir mit dem Schlussabend für 400 Leute in dieser Arche. Und dann habe ich mal ins CAD selber gemerkt, das hat ja gar nicht Platz. Das hatte gar nicht Platz. Haben wir es aufblasen, haben es grösser machen und da hat es gewisse entscheidende Bauteile hat's drin im ersten Design, wo uns der Typ gesagt hat. Er hat gesagt, das gibt es nur 3-4 Gerüstbaufirmen, haben das überhaupt in der Schweiz. Und der weiß das, weil er die beliefert und weil er ja ein Hersteller ist von diesen Teilen. Und dann habe ich gedacht, ja, es kann jetzt nicht sein, dass wir schon gedeckelt werden, dass wir schon wissen, wir müssen genau das haben und ohne das geht es nicht. wie sind wir dann zu einer Firma gekommen? Man sagt, das bauen wir. Ja, es hat dann geheißen, wir haben alles in der Umgebung abgeklappert und haben denen angerufen. Wir haben Briefe geschrieben, wir haben uns eine gute Vorlage formuliert, wo wir so Spendenbriefe machen können, einen Sponsoringvertrag, wir haben Werbefläche, es ist immer ein Gehen und ein Nehmen oder, mit so Firmen. Und da haben wir das gemacht und viele haben mir dann gesagt, du, es ist verrückt, was ihr da planet, es ist erstens viel zu gross, viel zu spät. Früheste wäre so in 1,5 Jahren. Also für das Lager 24 können wir dann das schon machen. Für das Lager 24, dann müssen wir aber schauen, dass wir im Dezember einen Plan haben. Dann müssen wir schauen wegen der Ressourcen, wegen der Leute, weil die sind ja alle in der Ferien, oder? Zu dieser Zeit. Alle in der Ferien. Wir wissen, wir haben einen Materialengpass, wo wir haben in der aktuellen Situation in der Industrie, wo triggert ist aus verschiedenen Situationen, Corona, Ukraine, was auch immer. Und für uns war das der Schuss vor der Bug. Wir haben gemerkt, hey, es ist, wir müssen uns für unser Ziel vielleicht neu definieren. Und ich glaube, das kann es nicht sein. Wir haben uns da vielleicht auch selber überlistet, keine Ahnung. Das kann es nicht sein. Und wir haben gemerkt, das hat uns so ein bisschen das Wasser ab den Füßen unter den Füßen weggezogen. Wie wenn so eine größere Welle kommt, dann merkt man ja, oder? Man ist mit dem Wasser und plötzlich geht dann das Wasser weg. Und es sammelt sich etwas an. Ich habe dann nicht recht gewusst, was kommt jetzt da. Kommt jetzt eine grosse Welle im Stil von jetzt, Jungs, Plan B. Nicht Plan A, Plan B. Und dann haben wir noch die letzte Firma haben wir dort antelefoniert und dann habe ich geschaut, der oberste Typ, den man findet auf dem Internet. Die Kollegen haben mir gesagt, wenn du den obersten hast und der begeistert ist, dann arbeiten alle mit. Und dann haben wir gebetet, das klappt und tätscht der Mann und ich. Und gesagt, das ist die letzte Karte, wenn es mit dem nicht klappt, dann müssen wir das Projekt sterben lassen. Das ist dann, so müssen wir es machen. Und dann haben wir dem angerufen, ich habe ihn nicht erreicht, ich habe 5-mal mit der Sekretärin telefoniert, hin und her und hin und her. Und irgendwann hat das geklappt und er war so begeistert. Er hat sogar von seinen Jugendjahren erzählt. Er hat gesagt, das müssen wir machen. Wir machen das Schiff. Und wir haben gedacht, ja krass. Sie sagen uns bis am 17. Juni. 17. Juni. Das muss man vorstellen, 17. Juni ist etwa... Ja, sind 3 Wochen vor. 3 Wochen vor dem Solo, das ist schon pickt. Nicht 1,5 Jahre, 3 Wochen. Und die sagen uns, wir stellen euch das auf, kein Problem. 3 Wochen vorher müsst ihr uns sagen, ob wir es machen wollen oder nicht. Dann habe ich gesagt, ja, Finanzen. Wie sieht denn das aus? Ja, dann hat er gesagt, ja, da müssen die schauen. Für das Geld müssen die schauen. Ja, genau. Und dann, das war der Schock. Das war der Schock. Dann habe ich mal gefragt, ja, wie sieht denn das aus? Haben wir vielleicht Sponsoring oder einen Teilbetrag? Oder wie könnte man schauen, dass das ein bisschen günstig wird? Weil wir haben ja keine Kohle für so etwas, für ein Lager. Das Lagerbudget ist sowieso gesprengt, wenn wir richtig Gas geben, wie jedes Jahr. Und dann haben wir gemerkt, ja, die Zahl ist umgegeistert, 40.000 bis 50.000 Stutz. Wir haben gedacht, das läuft so eigentlich. Für eine Woche bauen wir so etwas auf. Und haben dann gebetet, wir haben gemerkt, Jesus ist mit uns unterwegs. Wunder 1 hat er gemacht, Wunder 2, wir haben eine Gerüstbaufirma, die total unlogisch ist, dass das überhaupt klappt. In dieser kurzen Zeit, genau das, was man hier sieht. Und dann sind wir in die 3. Runde gegangen und haben verrückt gebetet. Wir haben auch unsere Zeiten gehabt, wo wir gesagt haben, du jetzt, das ist es nicht. Wir waren beübt, wir sind auch schon da hingestanden, Mann und ich, und dachten, ja, wir haben eigentlich ein gutes Gefühl, aber
das ist zu gross für uns. Wir können das nicht handeln. Es hat uns auch mitgenommen, psychisch, das kann man gerade so sagen, es hat mich mitgenommen. Und ich ein paar Mal zur Nacht auf den Balkon raus und überlegt, nein, Jesus, das haben wir doch Wunder 1 und 2 erlebt. Und jetzt haben wir noch 1 Woche Zeit. Und der Kohle, das kann man schon Crowdfunding machen, oder? Die Leute anfragen. Ja, so ein unerreichbares Ziel ist das gewesen, oder? Ja, also für uns war es unerreichbar. Und dann haben wir gebetet, haben Absagen bekommen. Wieder. Wir haben gemerkt, das können wir nicht stemmen. Ich habe den Notfallplan umstudiert. Vielleicht könnte man einen Kredit haben, das nach dem Sola zusammensammeln. Vielleicht auch später noch zusammenstellen. Wie viel bin ich dann bereit, um überhaupt zu investieren? Und dann, ja, es ist halt so ein bisschen, wir haben dann den Eindruck gehabt, der Mann hat mir eines Abends gesagt, schau, Pedi, es ist Stichtag, 17. Juni. Wenn wir dann die Kohle nicht haben, dann machen wir es nicht. Dann haben wir sonst das Ziel verfehlt, dann machen wir eine Alternative. Das ist auch gut. Wir haben gemerkt, wir müssen unser Herz entkoppeln von dem Bauprojekt. Wir wollen das nicht für uns bauen. Wir wollen das nicht bauen, dass das einfach ein cooler Lagerbau ist. Sondern wir haben gemerkt, wir müssen das total entkoppeln. Wir können auch etwas anderes bauen und das ist genauso cool. Und alles, was wir auf die Wiese stellen, egal was es ist, von der kleinsten Scheisse, vom kleinsten Zelt, vom grössten Bauwerk, das soll alles im Reich Gottes dienen. Amen. Und es ist wunderbar. Er hat die lange Zabel lassen, habe ich gehört. Ja, Also, hey, am 17. am 5. hast du immer noch nicht gewusst. Ja, am 17. hat er es nicht gewusst. Am Morgen, am Donnerstagabend haben wir eine Sitzung gehabt und dachte, jetzt müssen wir langsam vorspuren. Wir bleiben aber, wir haben fest abgemacht, wir bleiben dran bis, und unser Deadline gesetzt, 17. Juni, 17.00 bis dann bleiben wir dran und wir gehen nicht auf. Da hatte ich aber Sitzungen im Geschäft bis etwa um 6:30. Bin dann rausgelaufen, am Veloständer gestanden. Ich glaube, ich bin noch nie so lange an einem Veloständer gestanden. Weil eine Person hat mir angerufen, nicht eine, die wir angefragt haben, sondern mir angerufen und gesagt, ich habe das Geld für euch. Es ist reserviert, es ist genau für das gedacht. Genau für das. Und für mich war das unglaublich. Immer noch. Das ist nicht Vergangenheit, das ist unglaublich. Ja, es ist unglaublich, darum machen wir das auch, weil schaut, es ist eine Idee gewesen, die angefangen hat zu brennen im Frühling und jenste Hindernisse sind da gewesen. Und wir haben gewusst, schau Gott, wenn du willst, du bist einfach grösser. Und am Schluss, ja, ist es viel Geld, das wissen wir, ist es ein riesiges Projekt, aber wir haben es mega auf dem Herz, dass die Menschheit hier im Embrachertal merkt, dass es ein Rettungsschiff gibt, dass sie durch die Türen durchlaufen müssen. Wenn der Herr wiederkommt und sie die Tür nicht durchgelaufen sind, dann sind sie verloren. Und zwar das Mal für immer, wie bei der Sintflut. Und das ist uns oft auf dem Herz, dass wir zusammen das Projekt angehen. Und es ist schon seit über 2 Jahren, viel zu gross, dass das ein Projekt ist, das einfach die Jungste stemmen kann. Wir haben das dort schon mal strategisch entschieden, das gibt Gemeindeprojekte. Alles rundherum zielt dort auf ab, oder sehr viel. Und darum möchte ich euch einfach bitten, überlegt euch, hey, wo kann ich ein Teil sein von diesem Projekt? Wo kann ich beten dafür oder Kuchen bringen oder sonst irgendwo euch reinbringen? Es gibt so viele Sachen, die wir brauchen können. Und ich glaube, der Herr hat jetzt nicht mit Wunder 3 aufgehört. Ich glaube, und unsere auch die Gemeindeleitung und auch das ganze jüngste Team, Gott wird viel bewegen. Gott wird Menschen retten durch das Projekt. Und das ist auch das, was wir jetzt machen. Wir dürfen nicht verrückt sein und ein grosses Bauprojekt machen. Aber der Herr hat alles gesprochen, was wir brauchen. Und darum machen wir das, darum geben wir da Gas. Und wir sind mega gespannt, was alles unter dem Wasser noch passiert, was wir jetzt noch nicht sehen. Also es wird dann noch verschallt und es geht dann noch schön aus. Das ist nur das Gerüst. Das ist nur das Gerüst. Und ich bin mega gespannt. Danke vielmals für deine Worte. Ich bin mega gespannt, woher das uns der Weg führt. Wenn ich mir überlege, noch ganz kurz, wenn ich mir überlege, die Vorbereitungszeit, was es alles gebraucht hat. Und wenn wir jetzt das auf der Waage stellen, von rechts und links, wie viel mehr Gewicht muss für Jesus in die andere Waagschale gelegt werden? Nur schon, dass es gleich ist, in meiner Logik. Nur für 1 Woche. Nur für 1 Woche.
Das ist eigentlich spannend und ich bin mega gespannt.